So, ihr Lieben, da sind wir wieder für ein Gebet. Heute beten wir für Familie und Beziehungen. genau. Wir sind ja schon Tag Nummer 3 und ich nehme auch ganz kurz diesen Bildrahmen. Das ist ja die Grundfrage von unserer Gebetszeit. Wie sieht Gott mich? Was ist so die Bestimmung von Gott in meinem Leben? Ich glaube, wir alle haben so Momente, wo du eine Berührung mit Gott hast, wo du plötzlich da stehst, ein kleines Kind, und du spürst, ich bin berufen, eine Missionarin zu sein, oder ich bin berufen, im Pflegebereich zu sein, oder ich bin berufen, ein Pastor, eine Pastorin zu sein, eine Firma zu starten, was auch immer das ist. Und es ist etwas ganz, ganz Kostbares, eine kleine Stimme, die man dann vielleicht später denkt, ja, war das denn effektiv Gott? Das schreibt man auf. Die Details, wie man dann dazu kommt, steht nicht drauf. Und das wird dir Gott eben unterwegs zeigen. Und dann haben wir so ein paar ganz kleine Bilderrähmen über verschiedene Themen, wie zum Beispiel Beziehung und Familie, wo wir uns überlegen, was würde denn Gott da hineinschreiben für meine Familie, aber auch ganz konkret für einen Segen zu sein für andere. Wir haben einen Bibeltext, Susanne, kannst du vorlesen, den wir heute über das Gebet über alles hindurch beten werden. Ja, genau. Und es ist der Segen, den Gott Aaron zugesagt hat, dass er über das Volk aussprechen soll. Und wenn es um Beziehungen und Familien geht, da läuft ja nicht immer alles rund und nicht immer alles gut. Aber heute sprechen wir dir zu, dass du gesegnet bist in deinen Umständen, in deiner Familie, in deinen Beziehungen, um ein Segen zu sein. Deswegen, wenn ich jetzt diesen Bibelvers vorlese, dann leg doch deine Hand auf den Kopf. Das werden wir nachher nochmals tun, aber für andere. Und empfange einfach heute Morgen als erstes oder heute überhaupt, wenn du zuschaust, den Segen, den Gott für dich bereit hat. Und ich spreche aus, was im 4. Mose 6, Vers 23 bis 27 steht. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Das ist das Segensgebet, und was mich beeindruckt ist, dass es nachher noch heißt, so sollen sie in meinem Namen zu den Israeliten sprechen und ich selbst werde mein Volk dann segnen. Und wir haben den Segen jetzt ausgesprochen und Gott selbst schaut, dass du gesegnet wirst und dass sich das erfüllt, was er mit dir vorhat, dass sein Angesicht über dir leuchtet, dass du behütet bist, dass du seinen Frieden bekommst und du bist gesegnet. Und was wir jetzt machen wollen, ist diesen Vers Schritt für Schritt durchgehen und für unsere Familie, für unsere Lieben den Segen weitergeben. Das sind 6 Gebete, die wir heute zusammen beten werden, aufgrund von diesem Bibeltext. Das erste ist, der Herr segne dich. Und du kannst jetzt deine Hand auf den Stirn legen, der Herr segne dich. Und jetzt beten wir nicht nur für uns, wir haben Segen empfangen, jetzt segnen wir unsere Freunde, unsere Freundinnen, unsere Eltern und unsere Kinder, deinen Nachbarn, Vater im Himmel, so wie du mich gesegnet hast und deine Hand auf mich gelegt hast, werde jetzt eigentlich einfach diesen Segen bewusst aussprechen. Wir haben gelernt, dass in den gesprochenen Worten, wo man etwas proklamiert, wo man etwas laut ausspricht, dass man Leben generiert, dass man Dinge entwickelt und auch bewegt und auch schaffen kann. Und so segne ich die Freundschaften, die du mir anvertraut hast, die kommen, die noch kommen werden, auch die da sind. Das ganze Umfeld, sage ich einfach, du bist berührt in der höchsten Instanz, die es gibt, im Namen von Jesus Christus. Und wir segnen auch unsere Feinde heute. Wir stellen unsere Feinde unter deinen Einfluss. Ja. Und jetzt für die Feinde zu beten ist nicht einfach, weil das löst ja auch eine Ungerechtigkeit aus. Das löst so quasi auch einen Schmerz aus und du denkst, ja, ich möchte gesegnet werden, aber meine Freunde auf keinen Fall. Und wenn das geschieht, dann löst das mega viel aus. Aber die Bibel sagt, wir sollen die Feinde segnen, und das Segnen bedeutet nichts anderes, dass Gott dennoch und trotzdem mit ihrem Leben genauso zum Ziel kommt, wie es auch ich mir wünsche. Das heißt, der gleiche Gedanke. Wenn ich nämlich Dinge falsch mache, verkacke, dann brauche ich auch diese Gnade, dass Gott mir nicht das gibt, was ich gemacht habe, was ich verdient hätte,
sondern gib mir das, was ich nicht verdient habe, in einem endlosen Maß. Also das Erste. Das Zweite, der Herr behüte dich. Jetzt kannst du einfach so deine Hände um deinen Körper legen und jetzt beten wir für diesen Schutz zusammen. Einfach den Schutz, dass Gott unsere Freunde, Familie, die Nachbarn beschützt. Das braucht ein Wunder. Ja, das braucht ein Wunder. Und im Psalm 139, Vers 5 heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Und wie schön, dass Gott Schutz für dich und für deine Lieben in seinem Mund hat und sagt, sprich das aus. Und deswegen sprechen wir heute Schutz aus für unsere Familien, für unsere Herkunftsfamilie, für unsere eigene Familie. Wir sprechen Schutz aus über unsere Nachbarschaft, dass sie geschützt sind. Wir sprechen Schutz aus über unsere Freunde. Wir sprechen Schutz aus über die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sprechen Schutz aus, auch für unser Dorf, wo wir wohnen, dass das Dorf geschützt ist, dass die Menschen, die in diesem Dorf geschützt sind, die in diesem Dorf leben, geschützt sind, dass Menschen, mit denen ich heute in Berührung komme, dass dieser Schutz von dir, Gott im Himmel, sie heute umgibt. Genau. Und wenn wir auch für den Schutz beten, dann musst du einfach auch wissen, dass Gott Engel aktiviert, Engel ausschickt. Und das sind wir uns ja nicht bewusst. Ich habe das mal gesagt, wir sind uns gewöhnt über Dämonen, wie die funktionieren, wie die wirken, wie die reinkommen, wie wir da rauskicken können. Alle diese Dinge, die sind mega wichtig zu wissen, wie das funktioniert. Aber Engel hört es dann auf und wir haben mehr Engel auf unserer Seite als Gegner. Die Kraft Gottes ist größer als der Feind. Und darum gibt es so ein Lied, ich kann es nicht auswendig, aber wenn du jetzt älter bist, von guten Mächten wunderbar umgeben. Von guten Mächten wunderbar umgeben. Was immer auch kommen mag. Nein, es ist so wirklich melodiös. Und das musst du jetzt einfach wissen, dass Gott Engel ausschickt, Heerscharen ausschickt, die in der unsichtbaren Welt für uns kämpfen. Das dritte Gebet ist, Herr, ich möchte noch was kurz sagen. Stell dir einfach vor, du hast einen Korb, mit dem gehst du heute durch den Tag und in diesem Korb hat es, sagen wir mal, zig frische Brötchen. Und wenn du durch den Tag gehst, kannst du immer überlegen, wem kannst du so ein Brötchen geben, wem kannst du einen Segen aussprechen. Das kann auch einfach in deinem Herzen sein. Du musst ja nicht jede Person laut sagen, hey, ich segne dich. Vielleicht hast du das Gefühl, aber heute mit diesen Gedanken durch den Tag zu gehen, dass du Dinge hast, die du verschenken kannst, Segen, den du verschenken kannst, das motiviert mich. Schön. Genau. Dann das dritte ist, Herr, lass sein Angesicht leuchten über dir. Jetzt kannst du auch wieder die Hand auf den Kopf halten. Also hier haben wir eine Lampe. Die leuchtet. Ah, genau, die leuchtet. Die leuchtet über uns. Genau. Kannst du auch so drauflegen. Auch wir segnen die Menschen, die die Nähe Gottes noch nicht erlebt haben. Wir alle haben Menschen in unserem Umfeld, vielleicht die Liebste, der Liebste, Kinder, Teenager, Eltern, Freunde, die Gott nicht kennen. Und wir segnen sie jetzt, dass du, Heiliger Geist, einfach ihnen die Augen öffnest, dass sie erkennen können, dass Jesus Christus an unserer Stelle für all unsere Fehler, für all unsere Sünden, für all das, was ich bewusst oder unbewusst einfach nicht richtig gemacht habe, gestorben ist. Und es braucht ein Wunder, weil man kann das Evangelium erklären und man kann es so einleuchtend mit Beispielen erklären und dennoch werden Menschen es nicht verstehen, es sei denn, der Geist Gottes öffnet Augen. Und das ist ein krasses Wunder. Ein absolut krasses Wunder. Für dieses Wunder beten wir jetzt zusammen. Ja. Und wenn ich die Lampe so über uns halte und mir einfach vorstelle, dass mein Gebet heute bewirkt, dass das Angesicht Gottes über meinen Familienmitgliedern leuchtet, die dich noch nicht kennen, dann ist das ein Riesengeschenk. Und das bete ich,
das kannst du mitbeten, für jedes von unseren Familienmitgliedern, die dich noch nicht kennen. Lass dein Yes. Angesicht leuchten, dass sie so durch den Tag gehen, dass sie beleuchtet sind. Das muss auffallen, Ja. weil wenn Licht so über uns, dann denke ich so, das ist so hell. Du leuchtest Yes. über den Familienmitgliedern, über den Freunden, über den Arbeitskollegen, die dich noch nicht kennen. Und du hast versprochen in Matthäus 28, Vers 30, ich bin immer und überall auf dieser Erde bei dir. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Immer und überall bist du bei uns und dein Angesicht leuchtet nicht nur über uns, sondern auch über unseren Freunden, die wir jetzt vor dich bringen. Ja, genau, weil Menschen haben für mich gebetet, das vergesse ich nie mehr. Die haben gebetet, eine Familie kam sogar einmal zusammen an einem Abend und haben ganz speziell einen Abend lang für mich gebetet. Also ich weiß nicht, wie man den ganzen Abend beten kann, aber vielleicht war es auch einfach, man kam zusammen und hat gedacht, und das hat mich berührt, weil das heißt, es ist nicht egal, wo Menschen hingehen. Und das Dritte ist, der Herr sei dir gnädig, das ist die Gnade Gottes. Und dann kann man jetzt einfach die Hand auf das Herz legen. Es braucht mega viel Gnade, weil dass dieses Herz schlägst, kannst du nicht viel machen, weil wenn das aufhört, dann hört das auf. Und es gibt viele Dinge im Leben, wo andere Menschen denken, ich bin so gut, ich bin so stark, ich bin so schlau, ich bin so gebildet, ich habe viele Dinge auch gelernt und alle diese Dinge und nichts gegen das zeigt, man hat Einsatz geleistet und Einsatz ist immer etwas, was man loben darf, aber nicht die Begabung, für das hat man nichts gemacht. Und eben der Segen bedeutet nichts anderes, dass man die Gnade über die Freunde ausruft. Nochmals 2. Moses 20, Vers 6. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über Tausende von Generationen erfahren. Man sagt, dass der Segen Gottes geht in tausende Generationen. Das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, 1000. Der Fluch geht nur ein bisschen in das 3., 4. Generation oder Glied heißt es da im Alten Testament. Also das ist sehr, sehr begrenzt und eigentlich ist das, was Gott für uns vorhat, ist länger. Und jetzt ist noch etwas ganz, ganz wichtig. Wir beurteilen immer das Leben, wie es jetzt ist und sagen, ja, es gibt zum Beispiel in Europa mega wenige Christen. Ja, aber es gab vor uns mega viele Christen, vielleicht gibt es nach uns noch viel mehr Christen. Gott hat immer das Gesamtbild im Kopf und das sagt nicht, oh, das war eine ganz, ganz schlechte Season im Jahr 2000 in Europa, sondern Gott sagt, nee, ich habe auf der ganzen Welt Milliarden von Menschen, die freiwillig entschieden haben, mir nachzufolgen. Also, Susanne, kannst du jetzt einfach diese Gnade über unsere Freunde ausrufen? Ja, ich proklamiere Gnade, deine Gnade, Jesus Christus, deine Gnade, himmlischer Vater, das ist ein unverdientes Geschenk. Das können wir uns nicht erarbeiten, das können wir uns nicht erleisten, aber diese Gnade proklamiere ich über unser Leben. Und da heißt es ja, die sich an meine Gebote halten. Und das hatte ich gerade so den Gedanken, das ist eigentlich wie die Geschenkpackung sind die Gebote und das hält die Gnade. Und deswegen bitte ich dich auch, dass du uns Freude schenkst an deinen Geboten, dass es uns hinzieht, das zu tun, was du für gut hältst, weil das aktiviert die Gnade oder das setzt deine Gnade frei, das spielt zusammen und deswegen proklamiere ich nicht nur Gnade über unserem Leben, die uns verheißen ist, sondern bitte dich auch für Freude an deinen Geboten und für Verständnis, dass wir deine Gebote verstehen und unser Leben danach ausrichten können. Die 5. Zusage ist, der Herr hebe sein Angesicht über dich. Also es ist, wie wenn jemand dich plötzlich anschaut. Und da kann man jetzt unter Hände falten, ist mir nicht anderen in den Sinn gekommen, aber das hat man noch nicht gemacht. Und es geht eigentlich darum, dass plötzlich, wenn eine Stadt, ein Dorf, eine Nation, eine Regierung, Leiterschaft, wie auch immer, plötzlich in die Augen Gottes schaut, was dann geschieht, ist, dass man ganz andere Prinzipien beginnt zu leben. Man beginnt plötzlich zu merken, es gibt geistliche Sachen, die Gott zugesprochen hat. Und wir leben und definieren immer das, was man sieht, gleich.
aber es gibt eine unsichtbare und göttliche Prinzipien, die funktionieren völlig, völlig anders. Und wenn man plötzlich in die Augen Gottes schaut, merkt man plötzlich, das sind ganz andere Maßstäbe von Liebe, von Geduld, von Güte, auch andere hochhalten, nicht niederdrücken, sich freuen, wenn ein Mensch Erfolg hat, das, was du eigentlich gerne hättest. Also wenn jemand Erfolg hat in einem Bereich, wo es dich nicht betrifft von der Leidenschaft her, kein Problem, oder? Aber dann, wenn es etwas ist, wo du eben auch eine Leidenschaft dafür hast. Ja, und das heißt ja in der Luther-Übersetzung, hebe sein Angesicht über dir, das ist auch sehr schwierig zu verstehen. In der Hoffnung für alle zum Beispiel heißt es, blicke dich freundlich an. Und was für ein schönes Gebet, wenn wir heute beten können, dass Gott unser Land, unsere Stadt freundlich anblickt. Yes. Wow. Genau, ich bete, dass wir, nehme es bewusst, dass wir als ein Land, jetzt kannst du dein Land nehmen, wo du drin lebst, wo Gott dich hineingestellt hat, auch dein Dorf, die Stadt, die Umgebung, auch deine Verwandtschaft, die hat einen Namen, einen Stammbaum. Du kannst auch den ganzen Stammbaum mal vor Gottes Augen stellen und sagen, Gott, du schaust uns an. Und die Sonnenblume sieht aus wie die Sonne, weil es den ganzen Tag ohne Unterbruch die Sonne anschaut. Und wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Das heißt, wir schauen dich an und überlegen uns, was tust du, was würdest du an meiner Stelle tun? Warum hast du diese Gebote gegeben? Also was ist der Grund dahinter? Es ist ja nicht ein Gebot, sondern es sind Prinzipien, wie ein Vater, der schon mehr Erfahrung hat, der schon länger da ist, der Dinge durchlebt hat, dem Kind sagt, das solltest du nicht tun. Und er hat längere Erfahrung, nur oft nehmen wir nicht die Position vom Vater, sondern wir denken immer, der ist knauserig, der mag mir das nicht gönnen. Und darum schauen wir dich an und sagen, deine Prinzipien stehen über allem, was es überhaupt gibt. Das versteht ihr? Das ist ein Vater, der hat gekocht, der hat den Herd angelangt, der weiß, wenn man ein Auto nicht in den Service bringt, geht kaputt und sagt dann zum Kind, du, das sollst du nicht tun. Und wir sagen, ja, die Gebote Gottes, so doof, so dumm. Und Gott sagt, ja, ich war ja, glaube ich, ein bisschen länger schon da als du. Und das ist genau das Gleiche. Also, und dann gehen wir zum letzten Punkt, das ist der Friede. Und der Herr gebe dir Frieden. Der Friede kommt von Gott, den kannst du nicht selber bewirken in deiner Familie, den kannst du nicht selber bewirken in deinen Beziehungen, aber den erbitten wir heute. Und da Der kannst Herr du gebe dir Hände Frieden. Hände aufstecken, Frieden ist auch ein Zeichen, ich habe mich ergeben, aber auch ein Zeichen von Sieg. Und das bedeutet nichts anderes, Vater im Himmel, all diese Konflikte, wo ich drin bin, ich bete jetzt, dass diese Kraft vom Streit, die Kraft von Missgunst, von Eifersucht, vom Vergleichen, auch vom Jähzorn, vom kleinkarierten Geist, was andere sollten und nicht sollten, hätte, wette, müsste tun. Alle diese Dinge erhebe ich jetzt, dass das im Namen von Jesus, wie wenn es regnet, kommt der ganze Dreck, sage ich mal, in der Luft. Die ganzen Partikel kommen da runter und plötzlich ist die Luft wieder kristallklar. Und ich sage das über meine Beziehungen, wo ich drin bin. Ich sage jetzt, dass der Geist zum Streit, der Geist von Missgunst, der Geist der Minderwert, der Geist vom Stolz, der Geist auch, wo man sagt, dass man sich nicht unterstützt, diesen Geist laden wir jetzt aus im Namen von Jesus Christus. Wir laden den Geist Gottes ein. Und es gibt ja diese 9 Geistesgaben von Heilung und Prophetie, aber es gibt 9 Charaktereigenschaften vom Heiligen Geist. Und es ist Liebe, Freude, Güte, Frieden Sanftmut, gehört eben auch dazu. Sanftmut. Alle diese Dinge rufe ich aus über dir im Namen von Jesus Christus. Ja. So, ihr Lieben, wenn wir diese Gebetszeit sehen, ich möchte nochmals sagen, nimm dir Zeit für diesen Bildrahmen. Wo gab es einen Moment, wo du als ein Kind, auch später, einen Moment gehabt hast, wo du gemerkt hast, jetzt spricht Gott. Das war bei mir schon mit 16, es war schon als kleines Kind, ich mag mich an ein paar Dinge erinnern, wo ich Momente gehabt habe, gewusst habe, ich bin geboren für Kirche. Aber ich habe nicht gewusst, Zürich oder ICF, aber ich habe gewusst, es ist meine Bestimmung. Dann haben wir Bücher, ich möchte nochmal sagen, das Abendmahlbuch, das sind 31 Arten, wie man das Abendmahl einnehmen kann.
31 Arten, wie man die Bibel lesen kann, Bibel lesen wie niemals zuvor. Oder du sagst, es gibt Menschen, die kennen Gott nicht, das ist geistig extrem wachsen von Susanne, das sind Andachten, ganz einfache Themen von Sorgen, von Problemen, wo man kaufen kann und einfach das den Leuten weiterschenken kann, die nicht gläubig sind. Wir machen nicht Werbung in unserer eigenen Sache, das ist mir mega wichtig, aber wir hatten diesen Eindruck, diese 3 Bücher immer wieder vorzustellen. Und was ich gelernt habe hier, wenn Gott was sagt, dann macht man das einfach. Also ihr Lieben, schönen Tag, danke, dass ihr mit uns betet. Das bedeutet uns mega, mega viel, weil Gebet ist nicht einfach, wir sind so verzweifelt, dass wir nur noch Gott brauchen, sondern ganz ehrlich, man braucht Gott immer, in guten Tagen wie in schwierigen Tagen. Also, tschüss, bis morgen.